Vorne auf der Bühne versuchen die Lilifee ihre Freunde die Panne zu überspielen. Der Pupsi hüpft elegant wie ein Federn. Der Ivan dreht sich wie eine Spirale. Die Clara und Cindy springen leicht wie Gummibälle übers Parkett. Die Prinzessin Lilifee aber versteckt sich hinter einem grossen Bühnenvorhang. Sie schämt sich so sehr. «Ich habe versagt», flüstert sie und ist den Tränen nahe. Aber noch schlimmer ist, dass ich auch meinen Freunden den Auftritt vermasselt habe. Plötzlich spürt sie ein Federn auf ihrer Schulter. «Violetta?» fragt Lilifee erstaunt. Der Vogel schaut sie wortlos an und überreicht ihr eine Blume. Die Lilifee nimmt sie fest in die Hand und lässt sich von dem Vogel zurück auf die Bühne führen. Cindy und Clara seufzen erleichtert. Der Pupsi springt noch etwas höher und der Ivan dreht eine Pirouette nach der anderen. «Die Lilifee ist wieder da!» freuen sie sich. Jetzt kann doch noch alles gut werden. Die Lilifee hat mit den Blumen ihren Rhythmus wiedergefunden. Jetzt fühlt sie sich wieder ganz leicht. Wie der Sommerwind schwebt sie sanft und leicht über die Bühne und summt dabei vor sich her. Wir sind wie die Blumen im Wind. Das Publikum bejubelt die kleine Feenballerina und ihre Freunde. Wo dann alle Ballettgruppen und Solotänzer auftreten sind, tritt jetzt die Jury zusammen. Die Tanzmeister strecken geheimnisvoll ihre Köpfe zusammen. Der Älteste hebt bedenklich den Zeigefinger. «Wenn der Patzer von der kleinen Prinzessin nicht gewesen wäre,